Ich schöne gute Mittag. Am Kader von Lucht daheim 2020 sind wir heute Mittag auf Besuch beim Leo Kirsch. Sein Papa hat an den 50er Jahren eine Grotte gebaut. Die Grotte, die fanden wir zu Kunst der Oven am Eisleck. Guten Mittag, Leo. Wir sind hier auf dieser flotter Terrasse, hier zu Straßen. Ja, das Thema ist Lucht. Du hast selber gesagt, du wirst nicht so tags zur Luft gewesen. Aber der Papa hat damals an den 50er Jahren geholfen, die Grotte zu bauen. Und es gibt auch noch eine besondere Geschichte, die dich mit Luft verbindet. Kannst du uns ein bisschen davon erzählen? Ja, René, vielleicht mal Felicitationen für das ganz flott opgebaute Heft, dass gesagt wie viel auch zu Lützeburg Luftspuren los hat. Wir nicht nehmen gebaute Spuren, noch Spuren bei Menschen. Und ich kann nicht übertreiben, ich kann aber sagen, ich war froh, dass mein Papa geholfen hat, in der Grotte bauen. Aber wahrscheinlich muss ich nach mehr weit zurückgehen. Und das so oft von dem Krieg an, als das schon so lange hier, mit das noch alles so frisch. Und hier ist eine Anekdote, die eigentlich mit dem Krieg zu tun hat. Ein junger Franzose, der an Deutschland angezogen war, den als, wie das sicher oft der Fall war, den hat es genug an den aus seiner Weg gegangen ist, desertiert, kann ich mal sagen. Und als ein Jahr früh morgens sicher von dieser Seite Uhr rüber kam, über Feiernden bis auf Konstum, und da war der Pastor, der damals da war, und das war ja ein Bruder von der Kirche, die ich so lange bei mir am Start hat, Leni, und sie haben mir all die Sachen wirklich echt erzählt, wie es gegangen ist. Der Mann hat den Tier von der Kirche geklappt, also j'ai regardé la mort dans les yeux, ich habe den Tod an der gesehen, durch den Krieg, durch alles, was geschieht. Und ich muss meinem Leben in einen anderen Sinn gehen, und ich muss beichten, und ich muss umkehren, das ist schon bald direkt Thema von Luft, von der Message von Luft. Und dann hat er gebeißt, dann während der Masse, und hat noch gemütlich mit dem Pastor zum Kaffee getrunken, an den hat ganz viel Fantasie. Die Form von Dingen weggeholt, und hat eine Bauernkleidung mitgegeben, mit Instrumenten, in Regen auf der Rücken und in Hehl. Und so ist er zu Fuß gegangen, durch ganz Frankreich rauf. Als schließlich bei den Pyrenäen dort zu Saragossa gelangt, von da aus hat er eine Briefkarte für Merci zu sagen, auf Konsum geschickt. Und du denke ich, also auch ganz besonders Paar, die du mit angegangen hast, die ganz oft auf Luft gefahren sind, war ein Bitschoffer, die hat sich ganz viel darum bekümmert, mit dem Jean Médachat an so ein Theater gespielt, der für an so ein auch noch der Grotte geguckt, dass sie immer gerüstet ist und so weiter. Und du kennst aber ein ganz persönlich. Ja, weil du es selber, den Mann, den Soldaten ein Kerum gesehen, und zwar zu Lucht selber. Ganz genau. Und das am Kater, von dem viele Leute wissen, dass das viel Gemengen hat, eine Jumelage mit französischen Ortschaften. Ich war Gemeng Dippisch. Ich hatte an der Gemeng ein kleines Paar zu betten in der Messe, währenddem ich Dromonderie von den jungen Bauern hatte. Und ich muss sagen, die Jumelage, da hat es mit sich gebracht, dass der Gesang, kann ich sagen, auf eine günstig finanzielle Manier kommt darüber vor. Da war man dann pudisch zu Landiras-an der Gemeng, wo die Jumelage da war. Und dann nach 3 Tagen da gehangen, für Luft zu gehen. Und an dem Kader, also das geschieht, also ich spüre nach einmal, wie ich mit an der Mitte stand, wie so das Geschäft Lannoy Subiru, also direkt Familie von Bernadette, geschaltet, und wie ich den Namen Lützeburg gesagt habe.
Frau mir um den Hals gefallen. Dass das möglich wäre, ja, an den Hund noch hingefragt, die Jean Landouet, mal wie auf der Mütterstraße, was du kommst, und das hat mir rausgegangen, das hat mir ein Foto gemacht, wo er da steht, für der Platz, die hin, sein Terrain, war ein Terrain rar, sich hier zu bauen. Wir haben den geschenkt für das Konto. Mengen nicht die Basilike Superior gebaut gehen. Ich denke, dass die aus. Das Pidis, ne? Pidis, ja. ja. Pidis ist Ja, gebaut, ich, auf seinem ja. Terrain. Ja, das So- ist ja noch nicht so lange hier, aber Ja. beeindruckend. Ja, das verbindet ihn natürlich mit Lucht auf eine ganz besondere Manier. Ja, dadurch wäre ich dann natürlich doppelt begeistert, wie Mama gesagt hat, sie will unbedingt, und sie war durch ihre Multiple Sklerose, Behinderung, war am Rollstuhl, und meine Schwester, diese wie ein Engel versuchte die ganze Zeit, war, hat sich ein Drama erfüllt, und als wir hier auf Flucht gegangen, und sie ist leider dann noch kurz darauf gestorben, und das waren 2 oder 4 Menge Prämits, die sie nicht mehr so konnte erleben. Nicht mehr so konnte erleben, sondern sie hat selber erlebt. Leo, so der vielmals merci für den flotten Témoignage, den besonderen Témoignage, auch den uns mit Lucht verbindet. Und das sind die, wo zur Lucht ganz wenig Pilger sind, de Sanktuär sich auch drin leid, dass keine Pilgergruppen, so große Gruppen kommen. Wir wollen auch noch ein bisschen aufmerksam machen, ob das Heftchen, da sind nicht nur Impulse drauf für den Tag, aber das ist auch eine kleine Historik dran, den der Marc Scheck gemacht hat, mit einer kleinen Historik von 1905 bis heute, wo immer Luchtpilger mit den verschiedensten Bischöfen auf Lucht gegangen sind, bis heute. Die Diözesanwallfahrt am Juli ist etwas ganz Wichtiges, etwas Flottes. Am Moment sind wir hier mit Metz an Verdun zusammen an einer Kooperation und wir fahren hier am TGV. Wir hoffen, dass nächstes Jahr Lourdremenke live kann stattfinden und wir invitieren euch schon. Ja, du ist mit anzuklinken. Wenn es darum geht, wir fahren auf Flucht. Wir wünschen euch noch eine ganz schöne Woche.